Esel sind auch in Woover-Modus. They locked Ja. me up with 7 million hens like me in a big smelly egg-laying factory. Guten Morgen, Woover-Modus. Was heisst das? Ich habe bei uns in Dresden als Woover, du hast 3 Tage arbeiten, du hast 1 Tag frei. Also arbeiten. Gell? Immer angepasst. Aber du hast ja immer 1 Tag frei. Und heute, Montag, die Anfangswoche, ist Freitag für den Woover. Darum sagen sich die Esel, wir machen auch frei und schlafen lang. Ich muss aber dran. Und dann ist klar, bin ich jetzt da und sage, hoi, willkommen in Dresden. Eine neue Woche geht los. But one day along came someone like you, and let me tell you just what they did do. Ja, Krigi, du hast in den Kommentaren gefragt, für was die Esel sind. Ja, also neben der Raumpflege, die du selber festgestellt hast, und schwarze Gold, der Kompost zeigt danach, ist auch noch, haben wir es auch noch im Sinne, dass der Monsun unseren Packsattel tragen. Letztes Mal, als wir geübt haben, ist er an einem Baum stecken geblieben und es ist ein Schraubenzweig abgefallen. Und ja, jetzt bin ich gerade Reparaturen machen, damit der wieder, oder ich glaube, heute probiere ich es nochmal mit ihm. Weil ja, jetzt wäre es Zeit, dass er eigentlich nur noch trägt. Got me out, took me away. It was the first time I'd seen the light of day. I was a free chicken. Yeah, free range chicken. They took me home and gave me my own patch. I had to learn just how to pick and scratch. I was so happy I just had to express. Could finally provide a bit of chicken. Yes, I was a free chicken. So gut. Die Hasen haben ihren ersten Hasenbau. Nicht mich wundern, wie gross das der ist. Du. Tokia ist auf jeden Fall jetzt gerade da drin. Tokia, hoi! Sali! Hoi! Bist du am Hasenbau bauen? Naturinstinkt, pur. So, aber jetzt ins Bett. Charlie hat eine richtig gute Beziehung mit seinem Vater. Er macht ihm alles, läuft ihm die ganze Zeit nach, macht ihm vieles nach. Und schau mal, wie gross das er schon ist, der Charlie. Ist ja fast ein bisschen feiss, du. Ich sage euch. Ein kleiner Mocken ist unser Charlie. Yeah, free range chicken. So, der Montag ist von mir aus gesehen vorbei. Ich habe also, nachdem ich Tesla gesehen habe, heute Morgen rumliegen und ja, der Uwe frei hat, habe ich für mich auch relativ frei gemacht. Und dann zum Glück auch, wie dann herausgefunden, morgen wird brutal streng. Ich muss zweimal auf morgen. Morgen kommt der Heli mit Stroh und drum und dran. Der Lieferant, also der Landi, hat mir aber heute angerufen, wir treffen uns schon ganz früh. Das heisst, schon am 8 Uhr muss ich schon zum Mund oben sein. Das heisst, am 7 Uhr schon loslaufen und. Und da muss ich aber vermutlich zweimal rauf mit allem, was ich brauche, weil es ja regnet. Ja, das heisst zweimal auf den Mund rauf. Ein Weg brauche ich etwa 40 Minuten. Das regnet vielleicht ein bisschen länger. Ja, das ist morgen. Und dann kommt der Heli und dann muss man das Zeug ganz wieder versorgen. Und eben, es ist 300 Kilo Stroh, die ich bestellt habe und so. Ja, gern. Und Futter für den ganzen Sommer und für die Hühner und für die Hunde und für die Katzen und ja, einfach so, gell? Das muss halt sein.
Und ja, so konnte ich es machen. Und so muss alles aufs Markt gemacht. Darum habe ich heute relativ ruhig gemacht, Computertag. Bin auch nachher, haben wir eine Serie gegönnt, die ich jetzt heute durchbinge. So Netflix. Aber ja, es regnet ja den ganzen Tag schon. Also wieso nicht? Kann man sich doch auch mal gönnen, wenn schon der Uwe auch frei hat. Er kommt erst in eine Stunde heim. Und ja, das war beim Matterhorn. Ja, die Nacht für ihn noch parat haben und so. Und dann, so ist es. Das war der Montag. Bis morgen. Now when I say buck, you say buck. When I say scratching, you say So, dirt. ich laufe gerade zum ersten Mal heute richtig Mund. Uiuiui, ist ein Dschungel da. Ja, zum ersten Mal richtig Mund. Beladen mit Helisäcken und Blachen. Weil das Wetter ja nicht so schön ist, muss ich dann das alles abdecken. Stroh und Futter kommen für die Tiere. Ja, im Kopf bin ich viel am Studieren. Anscheinend habe ich noch einen Tipp bekommen heute Nacht, dass jemand uns angezeigt hat, wegen der Hirnhaltung. Ja. Ich habe auch von jemand anderem, ich weiß nicht, ob es die gleiche Person ist, noch ein Schreiben bekommen. Was ich sehr schätze, die Leute, die sich wirklich direkt bei mir melden, das schätze ich sehr. Von wegen keine Lampe sollen wir die tun. Gut, ich muss ehrlich gestehen, ich habe das nachher nachgeschaut wegen der Lampe. Weil eben, ja, ich kann ja nicht immer alles gratis erwarten, aber auch zum Kaufen. Also bis wir können Eier ausbrüten mit so einer Lampe oder so einer Maschine, geht es wahrscheinlich 5 oder 6 Jahre. Weil wir haben einfach zu wenig Strom. Da wir autark sind und nur von Solar leben, werden wir die Eier nie ausbrüten. Das wird nicht funktionieren. Also wenn du schon ein Päckchen gemacht hast, danke vielmals, musst du es nicht abschicken, bringt nichts. Und plus, ja, ein Argument ist es ja schon, das ist ja das, was Claudia mir immer wieder sagt, Colin, wir müssen nicht züchten für Kanonenfutter. Das stimmt. Das Argument stimmt auch. Ich denke aber gell, ich kaufe am liebsten Freilandeier. Aber wenn das die Hühner eingesperrt sind, geht nicht auf. Freiland heisst, sie sind frei am Bewegen. In einem eingesperrten Gehege kommen sie auch nicht zu ihren Bodenlebewesen und zum Ausgleich, weil nach 2 Wochen ist das ausgepickt bei den Hühnern. Also wer schon mal Hühner hat in geschlossener Haltung, weiss es. Und in der Natur gehen die Hühner normalerweise auf die Bäume rauf. Also natürliche Hühner schlafen in den Bäumen. Wenn der Fuchs kommt, gibt es einen Alarm und dann nur der Schwächste nimmt. Wenn einer krank oder verletzt ist. Wobei, das gibt es auch nicht viel bei den Hühnern, weil haben die gewusst, Hühner bringen sich selber um. Also wenn ein Huhn im Schaf krank ist oder verletzt, dann die anderen Hühner das Huhn umbringen. Genau, das ist Natur. Und wir müssen auch noch darüber reden, sollen wir den Fuchs töten? Weil wahrscheinlich die gleichen Personen, die darüber schimpfen, über unsere Hühnerhaltung, sind auch dafür, dass man den Wolf nicht abschießt. Aber das sagt niemand, auch die armen Schafe, die gerissen werden, oder die armen Geissen, die gerissen werden. Hunderte von Schafen und Geissen werden gerissen vom Wolf. Und trotzdem, ja, eben, es ist einfach nicht schwarz-weiß, es ist nicht links oder rechts, es ist einfach Natur. Und Natur ist halt brutal. So schön wie es ist es auch brutal. Wir Menschen machen aber die Hühner kaputt, indem wir ihnen den Instinkt wegnehmen vom Überleben und weitergeben, indem wir sie einsperren. Also eingesperrte Haltung finde ich genauso schlimm. Und ich sage auch, genau, willst du im Gefängnis wohnen?
hat 20 Quadratmeter und du darfst dich nicht bewegen. Obwohl du eigentlich willst Würmer suchen. Die Würmer, die bleiben auch nicht da in diesen 20 Quadratmetern, weil die wissen auch, da wird die abgepickt. Die Käferli, die Raupen und alles, was die Hühner natürlich essen, die sind nicht in diesen 20. Da muss man sie noch die ganze Zeit füttern. Darum wird man ja zusammengeschissen, wenn man nicht Bio nimmt, mit den Futtermitteln, Industriefuttermitteln. Und dann heisst es, ja, Bauern produzieren zu viel Futtermittel, um die Hühner zu füttern. Es ist eine verdammte Teufelsspirale. Und es ist nicht einfach zu lösen. Also wir müssen mit der Realität bleiben. Die Natur macht es schon. Und wenn man natürlich haltet, gibt es halt auch der Natur. Weil der Fuchs muss ja auch essen. Das ist jetzt Frühling, der hat Junge. Der muss seine Junge auch füttern. Oder? Nicht? Aber wenn du wirklich willst, mit mir diskutieren oder über meine Tierhaltung reden, mache ich gerne. Ich habe gerne verschiedene Meinungen. Meinungsfreiheit ist sehr, sehr wichtig. Wir sollen dann nichts verbieten. Kommst du vorbei, drehst du sitzen wir an, reden wir drüber. Vielleicht kommen wir nicht auf den grünen Nenner, ist ja gleich. Aber vielleicht kommen wir beide weiter mit Einsicht. Weil eigentlich, zusammen sind wir stark. Und wir Menschen sind genauso ein Stück von der Natur. Wir stehen nicht über sie, nicht unter sie, nicht mit. Wir sind genauso eins. Ja. Und der glaubt es mir. Der Claudia mir tut es auch leid, jedes Mal, wenn man das Huhn verliert. Dirt, scratching, dirt. Yeah, when I say, you say, now let me see you scratch. Come on, get to work. Ich habe die Brille nicht mehr an. Es ist vernebelt. Nicht wegen dem Nebel, sondern wegen meinem Schwitzen. Könnt Little Big Farm schauen. Lohnt sich. Unsere kleine, grosse Farm. Da wird es auch nochmal erklärt, wegen dem Kreislauf und wegen der Balance der Tiere und überhaupt. Aber eben, es ist nicht ganz so einfach, wie du dir das vorstellst. Und sonst, komm rauf, wo mit mir, zeig's mir, ich lerne es gern. Komm, bitte, komm vorbei und zeig mir, wie es funktioniert. Und ich mach's. Wenn du mir zeigen kannst, wie es besser geht, komme ich sofort vorbei. Und kein Hühner halten ist kein Thema, weil wir brauchen es für unseren Boden, wir brauchen es auch für den Eierverkauf und überhaupt. Sonst müssen all die armen Leute, die ihre Hühner nicht mehr wollen, die Hühner selber schlachten. Und das wollen sie auch nicht. Wir sind für sie sind wir auch gut. Weil wir nehmen es ab, damit sie es nicht mehr schlachten. Und es gibt schon ein paar von unseren Zuschauern, die froh sind, haben wir ihnen die Hühner abgenommen, damit sie die Hühner nicht selber schlachten müssen. Genau. So, aber jetzt ist das Thema Hühner für mich vorbei. Ein paar schöne Bilder gibt es sicher noch, aber das Thema ist jetzt abgeschlossen. Ausser du kommst vorbei und hilfst mir dabei, andere Ideen zu haben. Danke! Also da habe ich 312 Kilo Heu, Stroh. Genau. Und da habe ich Hühnerfutter und Hundefutter für die nächsten paar Wochen, Monate. Apfelfutter. Genau. Es kommt noch Bier dazu und das muss jetzt einerseits da umpacken und andererseits passt es mir nicht alles im anderen Sack, also müssen sie es dann mit dem Sack umbiegen. Normalerweise tun wir alles da unten auf dem Platz machen, wie ihr auch schon gesehen habt. Aber da, wie ihr seht, ist wird gebaut. Das heisst, ich kann meine Kiste heute nicht überfliegen, um auf die Straße zu legen. Also ist mein ganzer Plan, muss über den Haufen geworfen werden und geändert werden. Weil ich kann nicht mit gutem Gewissen 2 Wochen lang meine Kiste da stehen lassen. Das stört, weil das ist der Ausweisplatz für die Traktoren und alles drum und dran. Also kann ich da nicht mit gutem Gewissen das alles zubarrikadieren mit meiner Kiste. Darum muss alles anders werden als geplant. Und schlussendlich kostet es wahrscheinlich ein bisschen mehr und ein anderer Flug. Aber ja, was will ich da?
So, jetzt ist 20 vor 9 Uhr. Am 11 Uhr muss ich nochmal da oben sein, weil da wird das Bier geliefert. Das sind 10 Kisten Bier noch. Und ja, jetzt muss ich halt noch mit der Zermatt telefonieren, weil sie mir das Netz mitbringen, weil das muss man umbiegen. Wie gesagt, aber die Box kommt nicht auf, weil das tue ich nicht da an. Ja, genau. Jetzt muss ich halt eins nach dem anderen. So ist es. Also, jetzt geht es zum zweiten Mal auf den Mund rauf. Wir müssen sogar pressieren, weil Erzematt kann vielleicht sogar früher fliegen, weil sie in der Nähe sind. Dann wird es günstiger. Aber ja, das Ganze muss auch noch drauf. Und der David hat auch noch mal 4. Also wir sind beladen. Aber ja, noch sind ja noch 40 Minuten, bis wir da oben sind. So ist es. Also, tschüss, bis bald. Action time. Well, ever since that day I came on the scene, I'm way more than just an egg-laying machine. Stuff the ground, eat the bugs, scratching the weeds. Do a little do to give the soil a feed, 'cause I'm a free chicken. Yeah, free range chicken. Now I'm a very happy hen indeed. Got food and room to move and everything I need. So come on now, be a chicken too, so you can see that you're like me and I'm like you. Be a free chicken. Everybody be a free range chicken. Express your chickenness. So come on, be a chicken too, so you can see that you're like me and I'm like you. Yeah, you can see that you're like me and I'm like you. Well, you can see that you're like me and I am like you. Ja, die beiden Big Bags habe ich gesagt, gerade vor der Haustür, prompt, gerade vor der Haustür. Es funktioniert einfach, wie es immer sollte. Ja, ich hätte heute die Möglichkeit gehabt, zum ersten Morgen fliegen. Da wäre es ein bisschen günstiger gekommen. Aber ich musste ablehnen, weil da innen, eben, es regnet ja noch einmal. Und da unten rein sind ja Papiersäcke mit Hühnerfutter. Und da wäre das Geld, das ich gespart hätte, mit dem Flug wäre nachher teurer geworden, also wäre wieder ausgeglichen gewesen mit den kaputten Hühnersäcken, weil das ist schon am nass werden und wenn es sich auflöst und alles zum Klotz wird, ist auch nichts. Darum haben wir es gerade heute gemacht. Bier fürs Bar, für den Bar, Futter für die Hunde und Katzen und für Hühner und alles drum und dran. Und alles ist da. Jetzt müssen wir die Bauern wieder, einfach schnell, weil es regnet nonstop. Danke Erzematt, danke vielmals für den geilen Service. Genau das habe ich gemeint. Der erste Sack, wir nehmen jetzt in die Hand, ist es schon gerissen. Scheiße. Genau das meine ich, darum habe ich es nicht nochmal eine Nacht stehen lassen. Fuck. So, alles versorgt, alles weg. Zum Glück nur ein Sack Futter aufgerissen. Ja, wir haben es jetzt schon wieder gemischt. Jetzt gehen wir die Hühner füttern. Und es ist 3 Uhr am Nachmittag. Aber wir haben uns den Feierabend schon verdient. Ich sag's dir. Wir haben es definitiv schon verdient. So gut. Jetzt sind wir gerade am Schafstall ausmisten, weil wir haben ja neue Stroh. Und bevor man neue Stroh rein tut man es rausmisten. Das ist die Konsequenz davon. Weil ja, da im Alten hat es natürlich auch Parasiten und grusig. Und da müssen wir doch ein neues Bett machen, oder? Also möglichst viel muss raus. Genau. Nachher muss ich zum Konsequenz sein, auf Zürich rauffahren, den Weg holen und wieder runterfahren. Weil sonst werde ich einfach angelogen. Und angelogen werden liegt nicht drin
Und nein, ich kann es nicht akzeptieren, weil ich weiß ja, dass ich angelogen werde. Das liegt halt drin, das sind halt die Leute, die lügen. Aber die Konsequenz ist, dass man es nicht akzeptiert. So ist es. Darum bin ich konsequent und fahre noch auf Zürich den Dreck holen. Alles andere, sorry, ich gehe leider nicht da. Wer mich wirklich kennt oder will wissen, wer ich bin, es gibt 2 Sachen. Also das Einzige, was ich habe im Leben, das man mir nicht wegnehmen kann, was mir ist mein Wort. Und das Zweite, was das Wichtigste ist, Verantwortung tragen. Genau. Und die 2 Sachen, an denen lasse ich nicht rütteln. Ich nehme die Verantwortung für mich und meine Wahrheit und für meine Handlungen. Was auch immer das ist. Und ich bin auch bereit zum Sterben für meine Wahrheit und meine Verantwortung. So sei es. Und mein Vorbild in dem, ganz klar, der Jesus hat sich auch kreuzigen lassen für seine Worte und seine Verantwortung. Und darum fahre ich jetzt auf Zürich, den Drake holen. Wie gesagt, die ganze Geschichte geht ihn nicht an. Oder besser gesagt, ich will es nicht aussprechen, weil sonst, wer weiß, wird ich wieder mal angezeigt. Und und sonst habe ich den Weg gut genutzt, weil hast du das englische Video schon gesehen? Ein Update auf Englisch. Wobei, du, der immer auf Deutsch schaust, du bist eher vom Laufenden. Das Englisch ist für die englischen Leute, die Schweizerdeutsch nicht verstehen. Weil die wollen ab und zu wissen, was los ist. Und dort bin ich nicht so konsequent diesen Sommer. Weil sonst habe ich jeden Mittwoch immer eins rausgebracht, also jeden zweiten. Aber dafür habe ich es am Mittwoch rausgebracht. Weil heute ist Mittwoch und ich fahre auf Zürich. Noch etwas weiteres, was ich dazu sagen will, ist, der Weg, den ich jetzt gehe, ist nicht der einfachste. Und ich gehe auf die Gefahr hin, dass meine Tochter nicht mehr mit mir reden wird. Oder längere Zeit zumindest beleidigt wird sie. Und das wird gefüttert, das wird unterstützt, glaubt es mir. Ich hoffe natürlich nicht, weil das wäre das Schlimmste für mich. Ihr wisst ja, vorletzte Video oder so habe ich ja gesagt, was meine schönste Rolle ist. Aber hey, ich kann auch meine Frau müssen sagen, der einfachste Weg, nur zum Ruhe haben, nein. Wenn es nicht der Wahrheit entspricht und nicht der Verantwortung entspricht, nein. Ich meine, schaut mal, wo ich wohne. Dort oben. Nicht einfach in meinem Leben. Ich hätte es gerne einfach. Aber gell, im Leben muss man es nehmen, wie es ist. In Verantwortung stehen heisst auch, den schwierigen Weg gehen. Auch wenn es holprig und toppert und polpert und was auch immer. Hey, wenigstens kann ich in die Augen mir selber in den Spiegel anschauen, mit gutem Gewissen. Und das ist das Wichtigste. Weil ich sage dir eins, du kannst nur jemandem im Leben vertrauen. Und das ist dir selber. Und wenn du dir selber nicht vertrauen kannst, dann machst du etwas falsch. So, wieder mal in Zürich. Ich muss jedes Mal lachen. Ich bin jetzt schnell ein Mikro einkaufen und unglaublich, die Schlange beim Computer ist so lang, um von einem Menschen bedient zu werden, wartet niemand. Zürich ist so krank. Sie sind so krank. Remember me, Earthworm Bill. I ate your lunch when you'd had your Ich habe ja fill. gar noch nicht gezeigt, was wir so am machen sind. Fortlaufend sind wir am Zusammennehmen vom Land. Ganz viele Stück roh, mit kilometerweise. Oder nein, kilometerweise ist jetzt ein bisschen übertrieben. Hunderte von Meterweise. Und wir haben jetzt da rundum alles ausgelegt. Da am Stall rum und Terrassen rum. Und machen so mal Hauptleitung. Später kann man T-Stock schneiden und Tropfpressung machen für Terrassen. Aber es hat jetzt auch zum Verbinden Sprinklerköpfe rundum. Also haben wir schon mal eine Sprinkleranlage. Einfach dafür ums Haus herum. Und die 2 haben wir. Und an der Bar ist jetzt zwar gar niemand, aber an einem herrlichen Tag wie heute, Kotverdächtig, viele Leute sind durchgelaufen. Und ich möchte allen Hoi sagen, die letztes Jahr schon da sind und das Jahr wieder gekommen sind. Und es ist so schön bis jetzt. So schöner Tag, so schöner Tag. Drake,
wir haben das Tagesziel erreicht. Feiner Bub, gell? Ja, rundherum geht's bis dahin. Da haben die Schlauch, wo man dann nachher da wieder koppeln kann. Ja, der Wasserschlauch. Kreislauf ist bereit. Jetzt fehlen nur noch ein paar Ersatzteile. Und dann ist es fertig. Anstrengend war es, das, oder? Put it back in the ground, that is my skill to help your garden grow. Hey, I'm Earthworm Bill. Remember me when you have a Erste spiel. Stufe vom Saison geht. Das war der David. Absolut Weltklasse. Ganz ein guter junger Mann. Ganz viel gelernt, wie ein Schwamm hat er das Gewissen aufgesogen. Ganz ein guter junger Mann. Ja, dass alle Wufes die ganze Saison so sind wie er. Jetzt bin ich allein. So ganz allein mit den Hunden und den Tieren in der Erste. Ja, der David ist weg. Claudia ist weg. Der Marc ist auch noch gestern geblieben. Ja. Jetzt halt bin ich halt allein. Muss ich mein Zeug machen. Das ist halt, das gehört dazu. Bei Verantwortung tragen und Konsequenzen. Mal schauen, was passiert. Und was ich habe vorhin auch am David gesagt, hat mir viel Glück gewünscht, habe ich gesagt, du David, das Leben bringt, was das Leben bringt. Mein Ziel ist, in der ersten weiterzumachen. Und ich wäre froh um Unterstützung natürlich. Nach wie vor, der erste könnte in Heimat werden. Die Gail wird nicht kommen, helfen. Wenn wir letztes Mal gesehen haben, auch da. Er hat sich für sich entschieden, es ist kein guter Ort. Ich habe ihm eine Bedingung gegeben. Also die Bedingung ist, dass man sich konzentrieren kann und dass man im Hier und Jetzt kann sein kann. Will kann er, soll er nicht. Gut, kommt er halt auch nicht. Also wenn du in den Grießstufen kommst, IWO, kein Problem, wenn du mit dem geboren bist. Aber nicht, wie du das entscheidest oder nicht anders kannst, wie du so geworden bist. Und Mann, wie musst du wählen? Genau. Sonst, Leute, die ihre Verantwortung tragen und einen Teil wollen sie und nicht einfach, es ist nicht einfach ein Aussteigeort. Wie wir jetzt, ich brauche Leute, die wollen und tun. So ist es. Aber jetzt muss ich arbeiten, weil sonst komme ich nicht nachher. Earthworm Bill, I help your garden grow. Hey, just keep me damp and keep me cool. Leave me in the dark with your scraps for fuel, and I will be the sharpest tool to help your garden grow. Yeah. Es ist Freitagmittag. Wunderbares Wetter. Schön heiß. Immer wieder laufen die Leute vorbei, bleiben da stehen. Ein paar gute Gespräche hatte ich schon ein paar gehabt. Walti hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Und ja, jetzt habe ich entschieden, ich mache da weiter mit der Terrasse. Da habt ihr hier, also neben dem Babyville und zwischen der Bar. Genau. Ja, jetzt muss ich da ein bisschen wachheben. Ich weiss nicht, ob es ein bisschen doof ist in dieser Hitze. Also weißt, es ist ja noch nicht Sommerhitze, aber es ist schon recht warm. Aber ich muss einfach etwas machen, ich habe Lust. Ich will arbeiten. Und eben, es soll vorwärts gehen. Die Terrassen. Weil wenn ich die Terrassen bald fertig habe, kann ich noch mehr bewachsen. Ich will so umzäunen. Oder will ich Mais, ist das Ziel. Möglichst viel Mais noch mehr. Genau, das ist mein Plan da, der Terrasse. Ja, heute geht Claudia an den Markt. Wir haben vorher noch ein bisschen telefoniert. Ach, Beziehungen. Menschen ist doch schon recht kompliziert. Nicht das Einfachste. Aber weiter geht's. Jetzt eben die Energie in Terrassenbau umsetzen. Das ist vernünftig, finde ich. Da Terrassen bauen
ist natürlich optimal, weil da kann ich gleichzeitig immer wieder Pause machen, wenn ich Leute an der Bar bedienen darf. Weil dann kann ich wandern durch, dann kann ich ja schon Salut sagen. Schon sagen, hey, gibt etwas zu trinken, aber ein Bier willst oder doch ein Gläschen Weisse oder Sirup. Und dann, bis sie dort vorne sind und den Rucksack abgezogen sind, habe ich mein Werkzeug abgelegt und bis sie bedienen. Herrlich, funktioniert wie am Schnürchen. Ja, und jetzt habe ich noch eine Designänderung gemacht. Ich habe entschieden, da wo das Gras wächst, gibt es nicht, keine Terrasse. Aber der nächste mache ich da. Genau, wo es alles noch kahl ist. Und dann seht ihr, da gibt es sowieso eine Stufen. Ja, wahrscheinlich der nächste wirklich etwa da. Da entlang der nächste. Und dann gibt es so auch ein schönes Design, habe ich das Gefühl. Also ich weiss nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber da das schwarze Rohr, da oben durch, das ist ja die Leitung, die wir gestern ausgelegt haben. Da bei den Sprinkler ist vorbereitet für ein T-Stück, wo dann nachher da Tropfbewässerung gibt für die Terrasse. Also Bewässerung für die Terrassen sind auch schon bereit. Und ich kann ja immer noch da ausbauen und wenn ich will, kann ich ja immer noch ein bisschen ausgraben. Ja, die Möglichkeiten sind gross. Jetzt aber, wenn gerade niemand da ist und niemand an der Bar und ich sowieso wieder eine Pause brauchen kann, gehe ich alles Gläser waschen, weil heute haben die Leute Sirup getrunken. Amas, Wäschesirup von der Val Natura ist natürlich das Erfrischendste, das du beim Laufen haben. Und ja, wir finden es super. Kann man übrigens auch bei uns an der Marktstand kaufen, wie auch Verjus-Saft. Verjus-Saft ideal zum Kochen. Alles, was du willst mit Zitronensaft machen, kannst du auch mit Verjus-Saft machen. Und ja, wie gesagt, es kommt von der Val Natura in Salgesch. Ja, gerade wieder etwas abzuwaschen. So gut, so gut. Danke vielmals für all, die einkehren. Freitagnachmittag. Und ihr seht, ich hocke bei den Hühnern. Nein, wir werden am Freitag, muss ich jetzt halt immer schauen, dass immer jemand daheim ist. Damit wir die Hunde auch immer draussen haben. Weil, ja, der Fuchs weiss, dass wir sonst so vermehrt sind. Und wir werden jetzt das verhindern müssen, schauen, tun, so gut wie es geht. Und sonst muss man halt den Mäht absagen. Weil wir wollen es ja wirklich nicht. Das ist nicht unsere Absicht. Aber der Fuchs, gell? Der Fuchs ist ein Schlauer. Gut, kann er aufstellen. Der Patrick, der Selbstversorger Naturbelassen, habe ich ja letzte Woche von ihm erzählt. Da mal links auf seinem Kanal, der bringt Bienen vorbei. Ja, wir kommen unsere eigenen Bienen über. Er hat eben einen Bienenstock zu viel. Und ja, wir kommen Bienen über in der Rüste. Wow! Ich habe gerade hohe Freude. Die nächsten Balken für die nächste Terrasse. Die sind da oben in der Höhle gelegen. Jetzt will ich sie mal betragen. Jetzt ist es auf der Garette. Da geht es einfacher. Zwischendurch habe ich eine Pause gemacht. Los! Fuchs! But I keep it down underground, not above. Playing games of push and shove to help your garden grow. Hey, I'm Earthworm Bill, hey, Earthworm Bill. Helping the soil really gives me a thrill. Earthworm Bill, that's me, Earthworm Bill. I help your garden grow. Yeah, I help your garden grow. Präsenz markieren. Wie ich gehört habe, vorhin hat es gerade noch einen Alarm gegeben. Die Hunde sind gerade natürlich los. Jetzt sind wir einfach am Präsenz markieren, dass sicher nicht schief geht. Ja, das ist unser neuer Freitagabend.
Eigentlich bin ich ja am Terrasse fertig mal weitermachen, aber wir haben ja gesehen, ich bin schon relativ weit. Unsere Benjeshecke Terrassen sind ja richtig grün. Das ist alles noch grün dunkel, also verschiedenes Zeug. Ich habe Blümchen, Rotklee. Mega schön. Richtig schön. Diverse Gräser. Herrlich. War viel Bodenlebewesen. Und ja, geht weg. Wir sind einfach am Baden. Der Saufuchs, den verwitschen wir, gell? Ja. Hey! Es ist Samstagmorgen, wieder ein wunderschöner Tag. Herrlich. Herrlich. Noch keine Fohlen auf der Welt. Nein, die Sonne ist da, aber die Lightning noch nicht. Also die Fohlen noch nicht. Gestern Abend, Freitag, haben alle Hühner überlebt. Ich bin natürlich. Ich gehe abends schlafen, weil nachdem die Hühner ins Bett sind. Also es war eigentlich noch ein bisschen hell, als ich schlafen bin. Ich habe alle Polarlichter verpasst, aber heute Morgen ist dafür Facebook dafür voll. Eindrücklich, da von oben hat es sicher auch geil ausgesehen. Also wenn man es gesehen hat. Ich weiss nicht, ich habe noch keine Walliser Bilder gesehen. Aber ja, gratuliere. Mal, Katie hat es gesehen, die Kollegin hat es gesehen. Also Wallis hat man es auch gesehen. Ja, da. Aber nichtsdestotrotz. Schön haben Sie es gesehen. Das gönne ich euch. Ja, was wollte ich eigentlich sagen? Eigentlich wollte ich nur sagen, guten Morgen. Alle Hühner haben überlebt. Wow! Ich freue mich wirklich. Wirklich, man könnte meinen, mir ist es egal, aber mir ist es nicht egal. Es ist einfach, man muss der Realität in die Augen schauen. Das habe ich Anfangswoche schon gesagt. Das sage ich jetzt nochmal. Die Realität ist, es ist, wie es ist. Und man kann es nicht immer wünschen, wie man es haben will. Genau. Darum, hey, schön bist du da. Im Fall, liken, abonnieren, kommentieren. Nehmen auch gerne Komplimente entgegen, wie die Shitstorms, die ich die Woche haben dürfen miterleben. Ja, gehört auch dazu. Aber ja. So, ich freue mich auf den Samstag. Ich gehe posten nachher, muss wieder Essen haben. Bar ist ja Terrassen weitermachen. Wenn ich posten kaufe ich natürlich auch noch mehr Sämli. Das heisst, ich tue Sämli setzen, ich tue Erde setzen, die Bar bedienen. Ja, abpflanzen, weitermachen. So geht's. Das ist mein Tag heute und ihr werdet es sehen. Sie haben einen frisch gemachten Stall. Wirklich. Oder? Das ist ja frisch gemacht, das habt ihr ja gesehen. David und ich. Aber nein, sie schlafen lieber in der Höhle. Einfach lieber in der Höhle. Gell, Charlie? Schau mal, wie herzig der Charlie ist. Neben seinem Papi am Schlafen. Vater, Sohn. Ein schöner der Charlie. Wieder Keuen. Guten Morgen, Charlie. Bist ja voll richtig ein Schaf, hä? Ist ja voll ein richtiger Schaf bist du. Guten Morgen, Jack. Hey. Die Räume müssen wir unbedingt scheren haben. So, wirklich. Du hast gesagt, du kommst auf Besuch mit dem Megan. Es wird wirklich Zeit, dass ihr kommt, bitte. So spannend, jetzt haben sie ihren Bau wieder zugemacht. Weiss das etwa wieso? Ich muss mal anschauen. Zuerst bauen sie einen Bau und Tunnel und so und dann machen sie es wieder zu. Ist echt einfach zusammengestürzt oder ja, das sieht eben schon nach wieder zugegraben aus. Wieso auch immer. Wieso auch immer. Tokio, kannst du mir das erklären? Du bist doch so schön dort drin und jetzt hast du es wieder zugemacht. Also, ich bin nicht böse. Buzz, buzz, bees, bees. Buzz, buzz, please, please. Buzz, buzz, bees,
buzz, buzz. Please, 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 please go easy on our friends the bees. They're extremely esteemed. Voller Rucksack, voller Setzling und Sämli. Und ja, ich kann einfach nicht anders. Und jetzt geht es hier um ein bisschen Jetten. Gleichzeitig wird das alles Kinderfutter. Genau. Das Giet. Beste Kinderfutter ever. Und nachher habe ich ganz verschiedene rankende Kapuzianerkresse und diverse rankierende oder kletternde Pflanzen, einjährige und mehrjährige gekauft, die ich hier in den beiden Terrassen pflanze, damit es dann da ein bisschen Pergola dort bewachsen, blümelig. Das ist mein Plan. Ja, Bonnie? So. Heiß, 6 Uhr hier. Samstagnachmittag. Nach dem Mittag, also wahrscheinlich ziemlich die heißeste oder nach der heißesten Tageszeit vom Tag. Entsprechend schwitze ich auch. Bin ich am Auflaufen. Bin ja heute am Settlingsmarkt zu Brig. Wir haben dort vom Permakulturverein Oberwallis aus einen Stand gehabt. Es war mega schön. Der ganze Markt, die Atmosphäre, die Leute. Also falls du dabei warst, hey, cool, dass du gekommen bist. Es war mega schön. Und ja, Haufen interessierte Leute. Das tut gut, tut gut. Ja, aber jetzt zeige ich euch mal meine Ausbeute wieder hier. Also ich habe verschiedene Pflanzen gesehen. Den Schmetterling können wir auch schon schauen. Ist herzig. Was habe ich da? Waldmeister. Was habe ich da? Gewöhnliches Eisenkraut. Johanniskraut, endlich mehr, Muskateller, Salbei, Weinrauke, was haben wir da? Storchenschnabel, ja genau, also ganz Haufen verschiedene Sachen, Aloe Vera und. Da habe ich noch mehr Topinenpur vom Patrick Selbstversorger Natur lassen. Dann habe ich extra für den Colin ein Diebdamm. Mal schauen, ob der kommt bei uns. Weiter vorne hat es ja Jens, der wild wächst. Mal schauen, ob wir bei uns auch integrieren können. Dann haben wir da Fetthenne. Dann haben wir da, das ist glaube ich Meerrettich, wenn es mir richtig ist. Ja, genau. Ja, und da noch verschiedene Tomaten, Peperoni, Chili und. Also, ihr seht, wieder fleissig am Auftragen. Aber juhu, ich freue mich. Ja, und wissen wir, was ist das Gute dermal? Sind alle schon in Töpfen und sind alle schon Erde drin. Das heisst, ich muss nicht so pressieren wie beim letzten Mal, um sie eintopfen, wo ich vieles wurzellos aufgenommen habe. Es war natürlich auch leichter zum Tragen, ohne Töpfe und ohne Erde. Aber ja, dafür gibt es nachher mehr. Leads driving to survive in their home in the hive, and we need bees to 2 Videos habe ich doch alive. mit der Sophia. Wo sind jetzt? Habe ich doch mit der Sophia Sonnenblumen gepflanzt. Experimentiert. Die sind schon am Kommen, sind schon am Treiben, die Sonnenblumen. Ich sage, das ist wegen der Sophia, sie hat eben das goldgrüne Daumen. Sie weiß es noch nicht. Well, leave the weeds and trees growing down the street so we can please all the bees getting down to eat. Because life depends on these little friends and we need bees to keep it sweet. Buzz, buzz. Von all 3 Hunden ist der Drake der einzige, der allein spielen kann. Er kann stundenlang für sich allein spielen. Und er ist sehr, sehr kommunikativ dabei. Er redet immer mit dem Stecken. Fena redet auch immer mit einem. Nein, genau so nicht. Und Bonnie ist einfach zufrieden, wenn sie dabei sein kann. So ist jeder Hund anders. Aber jeder Gold wert. Also in Locken haben sie Well, it mega wouldn't gern. be funny
funny if there wasn't any honey, and all the flowers would be sad even if it was sunny with no Da wachsen Pilze, Bohnen, Salat, Kohl, irgendwie überlebt es auch noch halbe. Zwiebeln und Knoblauch und vor allem viel Gras zwischendurch. Ja, die Beete treiben einfach richtig gut. Richtig gut. Ich bin so froh, haben wir die Terrassen gemacht. Da innen hat es auch noch Mais, wo erst gerade letztes gesetzt ist. Ist auch am Kommen zwischendurch. Richtige Mischbeete. Überall die Salat und Kohl. Ja, jetzt noch das Zeug setzen. Schauen wir mal, wie das Zeug wächst. Ist das nicht herrlich? Da eine Sonnenblume, die wild wächst. Nüssli-Salat und das ist ein Kiwi, wo sich da mit den Bohnen vereint. Da kommt Mais dazwischen. Ja, herrlich. Herrlich. Und überall, wo noch Löcher sind, kann man dann noch mehr füllen. Und das Gras kann man immer wieder ein bisschen zurückreissen, Klee dazwischen. Und dann könnte man den Tier füttern oder einfach liegen lassen als Dünger und als Mulch. Da kommt Mais. Allerlei kommt da, allerlei. Sehr geil, sehr geil. Anders als der Garten von letztes Jahr. He? Was es krass ausmacht, terrassieren. Was es ausmacht. Schau den Fenkel, wie der schon gut kommt mit dem Kohl zusammen. Zwiebeln und Nüssli-Salat und sonstige Salat. Da hinten Zitronenmelisse. Und ja, der Klee und das Gras vom Gründünger, wo auch noch wieder kommt. Die Beere, die Hanna gesetzt hat, die sehen nicht so gut aus. Aber no, das war ein Experiment. Ja, aber es wächst. Da innen hat es noch Erdbeere. Die werden schon fast überwuchert vom Gras. Hat gerade noch ein Salatbeet, aber da kommt auch gut. Ja, jetzt noch alles. Krautstiel, Salate, ein Busch, ein Beerenbusch, keine Ahnung genau was das ist, müsst ihr mal nochmal schauen. Alles wächst, alles wächst, alles wächst. So Freude habe ich. So schön. Und da der Mais, Bohnen wild. Da sind ja noch die Hühner drin. Ich habe schon gedacht, es gäbe nichts mehr da rein. Aber da sieht man halt, kommen sich in Wild und Kühe, weil die Hühner drin sind. Aber ja, aber der Kiwi macht mir nicht so Freude. Der hat irgendwie Mühe. So halb. Er wächst zwar weiter, aber seine Blätter sehen nicht so geil aus. Da jenes Bojasonen und was Soja, weiß ich nicht was, kommt gut. Da innen hat es Rüebli, Falzwurzeln und alles lei. Oh, jetzt reiße ich da etwas aus, was vielleicht gar nicht auszureißen ist. Aber ja. Aber am meisten Freude habe ich gerade an meinen Herdäpfelturm. Nächstes Jahr fülle ich es ganz, ich sage es euch. Schauen mal, wie das treibt. So please go easy on our friends the bees. Es ist wunderschön da oben. Da ist eigentlich alles schon mal geweidet worden das Jahr. Und da die Biodiversität ist extrem explodiert. All die violetten Pflanzen, weiß ich jetzt nicht. Falls du weißt, was das für Pflanzen sind, bitte kommentieren. Ich mag jetzt meine App nicht führen. Aber da explodiert ist es. Schauend ganz viele Libellen schmetterlingshaft. We all stand on their tiny feet. The world depends on these little friends, and we need bees to keep it sweet. Keep it sweet.
want happy plants. Kennst du das? Das sind recht Schäfchen, gell? Und ihr verfolgt mich, wenn ich am Umzäunen bin. Hä? Ihr wollt unbedingt. Aber jetzt haben wir herausgefunden, dass innen dran jetzt nicht mehr viel, gell? Das waren Geissen. Aber aussen dran, njam. Put on your baggy pants. Keep it sweet and do the waggle dance. Ja, da schaut mal, ihr Schäfchen. Ich bin am Zäunen. Verfolgen ihr mich? Jack, verfolgst du mich? Schau mal, du bist voll diesen Kletterblumen. Mit der Fena, mit dem Drake bin ich gerade am Umziehen. Es ist Sonntagmorgen. Der ist da. Unbedingt mit dem Umziehen, wie die Geister sind langsam richtig am Motzen gewesen. Sie haben gar keine Freude mehr gehabt bei ihrer Weide. Aber sie haben wirklich auch alles gegessen. Sogar sämtliche Tischchen und Baumrinden. Ja, es war wirklich die höchste Eisenbahn gewesen. Aber ja, jetzt machen wir es. Aber da oben geht es weiter, die Weide. Da oben sind wir noch nie weiden. Das sieht man auch, wenn man es genauer anschaut. Ja, und es ist schon wieder heiß. Aber es ist erst 9:30. Aber das ist so schön. Ja, ich liebe schönes Wetter. Ich bin ein Heißwetter-Engländer. Ich lieb's. Kaffee, du auch. Ja, da können wir den ganzen Tag draußen sein. Wobei, der Regen hat auch etwas, weil da kann man im Wasser spielen. Aber ja, so. Genug Pause, weiterarbeiten. Seht ihr den Unterschied? Da war weit, da nicht. Da sind die Disteln gross, da nicht. Ehrlich. Ich merke es gerade beim Umziehen, dass es jetzt mega heiß ist. Ja, also vorwärts machen. Es wird ein heißer Tag heute. Es ist 11:15. Es ist schon wieder süttig heiß. Aber die neue Weide ist fertig. Und wir machen uns jetzt auf den Weg dorthin. Sind alle ein bisschen teuch und langsam unterwegs. Die mögen fast nicht, so heiß ist es. Komm, Schattin, komm. Aber ich sage mal, danke vielmals fürs Zuschauen. Schön gibt's dich. Und schön, dass du es immer schauen. Danke vielmals fürs Liken. Weil das zeigt der Algorithmus, dass es spannend ist. Und da zeigt es noch mehr Leute. Und Kommentieren zeigt auch Interaktion. Und es hat gerade nochmal einen Grund, dass es der Algorithmus weiter zeigt. Und dafür danke ich dich auch, dass du kommentierst. Ob jetzt etwas Negatives wegen der Hirn, etwas Positives, was dir aufgefallen ist, oder mir sagst, wie die Blumen heissen. Ich danke dir herzlich dafür. Die Interaktion ist wichtig, aber ich finde es eben auch schön, mit dir Kontakt zu haben. Also mich nimmt es auch Wunder, wie es dir geht, was so läuft bei dir. Ja, ich danke dir herzlich und wünsche eine gute Wochenstart morgen und überhaupt bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Nein. Die mit dir abseilen. So eine schöne bist du. Aber die schönste ist immer noch Chakti. Beim Mittagessen habe ich dann das Wetter angeschaut und gemerkt, dass es die nächsten paar Tage regnet. Darum habe ich noch prompt, bevor ich jetzt noch das Video geschnitten habe, da die 4 Schwestern gepflanzt. Also das heisst Mais, Bohnen, Kürbis und Sonnenblumen. Sonnenblumen und Mais als Stangen für die Bohnen
und Kürbis als Bodendecker. Ja, die 4 Schwestern sind da gepflanzt. Jetzt muss ich nur noch mulchen. Und dann, also, was ich gemacht habe, ist der Beet. Habe ich einfach alles ausgelegt, Bohnen und Mais zuerst und dann Bohnen rundherum. Und dann Kürbis und Sonnenblumen als Ausfüller. Jetzt mit Kompost bedeckt, 3 Garetten voll. Und jetzt muss ich es noch mulchen. Genau, und den Mulch nehme ich direkt aus dem Eselstall. Ein bisschen bebisselte, dass es auch schon benutzt ist, anstatt frisches. Und ja, und dann kann es 3 Tage regnen, wie es will. Das ist super, dann ist es angegossen. So ist es, die 4 Schwestern. Bin gespannt, wie die 4 Schwestern dann am Schluss groß werden. Du! Hey! Tschüss zusammen!